Wir sind hier in Hill Valley 1931. Und das Regal mit Gewürzen ist zum letzten Mal im Zweiten Weltkrieg aufgefüllt worden. Also in 8 Jahren. Irgendwas stimmt hier nicht. Ist er ein Zeitreisender? Ist das Gewürzregal ein zeitreisendes Gewürzregal? Das ist ja mal nicht schlecht, das gefällt mir. Zeitreisendes Gewürzregal. Wie reist Gewürzregal durch die Zeit mit Petersilie? Petersilie? Petersilie. Samstag, 13. Juni 1931. Okay, ich habe mir schon überlegt, ob ich mir vielleicht so dieses Beamgeräusch vom Schiff Enterprise so. Ja, egal. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter zurück in die Zukunft und wir müssen probieren, Doc Brown irgendwie hier aus dem Knast zu kriegen. Und Hill Valley Polizeirevier. Polizeirevier. Verflixt, das hier sieht alt aus, selbst für 1931. Mhm. Okay, also wir haben ja letztens, Moment, ich kann es sogar zeigen hier. Hier, wir haben die, komm doch mal her, hier. Achso, wie guckt man denn was Brown an? Anwesen. Klondike 51038. Okay, das ist jetzt nicht, also ich schätze mal, dass da dann hinten drauf die Telefonnummer ist, weil das ist ja die Adresse. Egal, wir haben eine Telefonnummer angeblich. Achso. Ja, jetzt benutze Telefonnummer Nein. mit Tür. Ja, das ist mir schon klar. Wie kriege ich denn das wieder weg hier? Brown Anwesen. Klondike 51038. Ja, ich will es ja nicht benutzen. Ich will ja erstmal da reingehen. Weil da ist ein Telefon. Hallöchen. Immer noch keiner hier. Tag. Da ist ein Telefon und ein Suppenmann. Na, kommen Sie mal her. Dann benutzen wir... Benutze Affe mit Schraube. Hallo? Brown anwesend? Bro? Hi. Könnten Sie mir sagen, wo ich Emmett Brown finde? Der jüngere Master Brown geht gerade seinen Angestelltenpflichten im Gericht nach. Von wem darf ich ausrichten, dass er angerufen hat? Im Gericht? Doc hat mir nie erzählt, dass er im Gericht gearbeitet hat. Master Brown? Also so richtig ein Anwesen? War seine Family reich? So irgendwie? Also wir müssen aufs Gericht. Ist das hier irgendwo? Ist das das Gebäude mit der Uhr? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal darüber. Ich war da drüben auf der Wiese, war ich ja auch noch gar nicht. Das da meine ich, das mit der Uhr. Ist das eigentlich das Gerichtsgebäude? Oh, guck mal, die Ampel. Die Ampel. Ja, da irgendwie. Nee. Da war vorhin Einstein. Also der Hund. Nicht der Mensch. Was steht da auf diesem Plakat? Nix. Da ist Einstein. Hallo Einstein. Hallöchen. Wie geht's, Eini? Gut. Na, Eini. Findest du, dass ich gut aussehe? Wow. Siehst du? Der findet, dass ich super aussehe. So, sind wir hier jetzt richtig, wenn ich das so mache? Ich will an das Gebäude mit der Uhr. Ah ja, hier scheint es richtig zu sein. Ja, jetzt, komm her. Hier, es reicht mir jetzt mit dieser blöde Maussteuerung, die ist doch doof. So. Türen des Gerichtsgebäudes. Fassen Das Sie das ist nicht er. an. Das sind vertrauliche Gerichtsunterlagen. Nur vereidigte Beamte des Gerichts haben darauf Zugriff. Paps, ich meine, Richter Brown besteht darauf. Richter Brown? Doc. Schön, Sie zu sehen. Emmett. Ich bin Sonny Crockett. Emmett Brown.
Aber ich bin ein Gerichtsangestellter und kein Doktor. Geh mir bitte aus dem Weg. Ich habe wichtige Geschäfte zu erledigen. Was ist mit dem los? Mit dem Kehrwert von H natürlich viel ganz im Erwartungswert für A, richtig? Was habe ich bloß übersehen? Wo ist er denn? Hä? Ich habe ihn doch eben gerade gehört. Stickelt der sich? Komm, ich gehe da nochmal rein. Ich muss da nicht mehr rein. Okay, ich muss da nicht mehr rein. Wo ist denn der Doc hin? Ich glaube mal da unten hin. Mann, der Marty, der läuft aber auch so richtig lame. Kann man auch rennen irgendwie? Wie rennt man denn hier? Ja, lauf doch mal schneller. Weißt du, so schneller halt. Sorry, ich stelle mich hier an, wie wenn ich zum ersten Mal mit Maus und Tastatur spiele. Was daran liegt, dass ich das mehr oder weniger an einer Hand abzählen kann. Ah, da ist er. Hey du. Hör zu, Emmett, du kennst mich nicht, aber ich bin dein Freund. Ich halte nichts von Freunden. Sie halten mich von der Arbeit ab. Wann bist du fertig? Also, Emmett, wann bist du mit der Arbeit fertig? Kommt drauf an. An Wochentagen lässt mich Paps manchmal bis 9 bleiben. 9 Uhr abends? Wie, er Aber lässt, heute ist er lässt ihn Samstag. bleiben? Richtig. Wahrscheinlich kann ich nicht vor 10 weg. Er lässt ihn bleiben oder er muss? Ich bin auch ein Siehst Wissenschaftler. du, ich komme auch ungefähr aus der Sparte. Deswegen habe ich mir dich ausgesucht. Das ist mir zwar egal, weil mich die Wissenschaft nicht im geringsten interessiert, im Gegensatz zum Rechtswesen, aber ich glaube Ihnen nicht. Was ist denn Das das? ist wahr. Ich bin Wissenschaftler. Ein Kann der Herr Wissenschaftler mir dann vielleicht eine Kostprobe seines enormen Expertenwissens geben? Der Beinknochen ist mit dem Schenkelknochen verbunden? Erstaunlich. Was suchst du da? Was Ach hast du so, Wichtiges zu tun? Ja. Eine juristische Angelegenheit. Sehr kompliziert, sehr verworren. Ich brauche 5 Unterschriften auf jeder Kopie dieser Schadensersatzforderung, bevor Paps, ich meine Richter Brown, auch nur daran denken kann, der erstgenannten Partei eine Verzichtserklärung zu bewilligen. Du hast keine Ahnung, worum es geht, oder? So wichtig ist das. Das ist Komm schon, wichtig. Doc. Emmett, lass die Rechtsverdreherei sein. Es gibt etwas Wichtigeres für dich zu tun. Mr. Crockett, Sie sollten wissen, dass das Gesetz der Mörtel ist, der die Steine der Gesellschaft zusammenhält. Und wir Juristen sind wie die Maurer, die damit das Gebäude der Zukunft errichten. Hat dir das dein Vater gesagt? Jeden Morgen. Wie wär's, wenn du früher Schluss machst und ich dir ein Bier, eine Limo spendiere? Was meinst du? Versuchen Sie nicht, mich mit zuckerhaltigen Getränken zu locken. Meine Leidenschaft ist es, die Räder der Gerechtigkeit am Laufen zu halten. Und wenn ich vor 8 gehe, bringt mich mein Paps um. Klingt, als hättest du ein bisschen Angst vor deinem Vater. Angst vor meinem Vater? Mein Paps ist der gelehrteste, gerechteste und unbestechlichste Richter, den es je in Hill Valley gab. Nur Menschen mit einem dunklen Geheimnis müssen Angst vor Richter Brown haben. Und ich habe keins. Ach ja, ich habe gehört, du arbeitest an einem Hör Raketenbohrer. zu, ich weiß, dass du in deinem Labor an einer neuen Ist Erfindung das dein arbeitest. dunkles Geheimnis? Erfindung? Erfindung, Labor? Da muss eine Verwechslung vorliegen. Mein Gebiet ist das Rechtswesen, nicht die Wissenschaft. Erwartungswert für A, richtig? Was habe ich bloß übersehen? Einstein, kannst du mir helfen? Wie geht's, Eini? Nee, kann er nicht. Okay, ich schleppel dem jetzt. Hab ich irgendwas Cooles dabei, was ich ihm unter die Nase halten könnte? Boah, das da ist doch cool, oder? Also im Moment kann er da ja noch gar nichts mit anfangen. Ich könnte mir hier auch Hilfe holen, aber so weit bin ich noch nicht. Ich laber den jetzt noch ein bisschen zu oder laufe ihm hinterher oder keine Ahnung. Was macht der eigentlich den ganzen Tag? Der läuft hin und her oder was? Da ist er wieder. Bleib stehen, du Komm schon, Affe-Zippel. warte einen Moment. Sie schon wieder. Sehen Sie nicht, dass ich zu tun habe? Nee, ich sehe eigentlich nichts. Komm schon, erzähl mir von dem Okay, du Raketenbohrer. willst nicht, dass dein Vater davon erfährt. Gut, wir haben alle Geheimnisse. Aber du kannst mit mir offen über dein Wissenschaftsprojekt sprechen, den... Ich bin kein Wissenschaftler. Fragen Sie mich mal, was E gleich ist. E ist gleich
Ich habe nicht die geringste Ahnung. Sehen Sie? Ich weiß zwar nicht, wo Sie diese Information herhaben, Mister, Machst du aber mal Sie sind falsch, Beschleunigung falsch. im Quadrat? Oder so? A multipliziert mit dem Kehrwert von A. Emmet. Gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Crockett. Sag Du mal so kannst mir langsam. vertrauen, Doc. Emmett. Ich kümmere mich nur um deine Zukunft. In vielerlei Hinsicht. Wovon sprechen Sie? Von dir und der Wissenschaft. Na, nicht schon wieder. Wenn Sie mir noch einmal unterstellen, ein Wissenschaftler zu sein, verklage ich Sie wegen Rufmords. Also nochmal. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier nicht weiterkommen. Also Newton. Aber wie viel Newton benötigt man, um eine konstante Masse zu erhalten, wenn die Beschleunigung um die Umkehrfunktion der Ableitung der Geschwindigkeit Im Moment, einer zur Lichtgeschwindigkeit verringert wird? Womit wir wieder bei Der redet doch genau davon. Aha. Tür des Anwaltsbüros. Gehe ich jetzt auch hin. Hallo? Pausieren verboten! Okay. Kann nicht eine Umkehrfunktion haben. Lichtgeschwindigkeit verringern. Nein. Emmet. Emmet. H für den hermetischen Operator. Ich kann ihn nicht mehr anlabern. H hoch. Gib mir doch einfach eine Chance. Ja, Belästigung ist eine Straftat, Mr. immer Crockett. noch. Mann, du hast Angst vor deinem Vater. Klingt, als hättest du ein bisschen Angst vor deinem Vater. Naja, Angst vor meinem Vater? Mein Paps ist der gelehrteste, gerechteste und unbestechlichste Richter, Das hat den es je in er- Hill das Valley hat er doch gab. schon mal gesagt. Nur Menschen mit einem Was dunklen könnte ich denn jetzt Geheimnis machen? Ich müssen könnte ihm Angst irgendwas vor Cooles Richter Brown zeigen, oder? haben. Und ich habe keins. okay, also wegen Es dem geht um deine- Raketenbohrer, Sagen ne? Sie es nicht. Sorry, mein Zinn gejuckt. Gravitationskonstante Okay, verändert jetzt sich. Versuch. Was haben wir dann Feines? Hier, das ist doch geil, oder? Und das Tonbandgerät. Guck. Oh, denkt nach, Emmet. H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A. H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A. Was habe ich bloß übersehen? Ja, was hat er bloß übersehen? Okay, was ist das jetzt? Ach, denkt nach, Emmet. H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. Das wird Doc interessieren. Ach so. Ah, so. Siehste. Also, ich gehe da jetzt zum Doc und sag, guten Tag, Doc. Guck, das laberst du in deinen jungen Jahren. Und du bist voll der Fuzzi. Du bist voll der Fuzzi. So, guck mal her, kann man da noch eine Taste drücken irgendwie? Macht's dann irgendwas? Oh, haha, ich kann rennen. Gerade die Renntaste gefunden, pass auf. Na komm. So. Lauf, Marty, lauf! So, hier. Inventar. Weiß nicht, funktioniert das so? Einfach da ins Gefängnisfenster Also, halten? Doc, geht Ihnen hierbei ja, okay. ein Licht auf? Ach, denkt nach, Emmet. H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. Großer Gott, bin das ich? Ich klinge so. Jung? Ich wollte erpicht sagen. Ja, Ich habe Picht. ganz vergessen, wie sehr ich mich in etwas hineinsteigern konnte. Ja, was murmeln Sie da vor sich hin? Oh, das ist simpel. Das ist das Ivanov-Problem. Sag meinem jüngeren Ich einfach, dass H der Hamilton-Operator ist. Würde die Zeit gerade nicht gestört, wenn er die Antwort weiß? Nur wenn sich herausstellt, dass die Realität eigentlich nur eine holographische Illusion ist, die durch das Zusammenspiel subatomarer Partikel auf einer riesigen zweidimensionalen Membran hervorgerufen wird. Also, Es wird schon gut gehen. Ja. So. Irgendwas mit dem Hamilton. Irgendwie. Da ist die Renntaste. Ich habe sie wieder gefunden. Die versteckt sich als. So, und wenn ich weiter diese Richtung renne, da ungefähr muss ich hin. Da rennt er rum. Da rennt er, der Rentner. So, Vorsicht, dass du nicht aufs Gras kommst, zu spät. Boy, das Steuern ist hier. So, hallo Einstein. Moment, bleib stehen. Achso, nee, ich muss ihn jetzt nur anlabern, gell? Genau. Was hab gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Das ist Crockett. eine Straftat.
H ist der Hamilton-Operator. Vielleicht ist H der Hamilton-Operator. Was haben Sie gerade gesagt? Ich sagte, vielleicht ist H der... Hamilton-Operator? Ja, Großer Gott, wenn H der Hamilton-Operator ist, dann kann H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von H nur dasselbe sein wie der Erwartungswert von A. Haha, das ist es! Das ist die Lösung zu Ivanovs Rätsel. Das Problem, über das ich mir schon die ganze Woche den Kopf zermartere. ja, du hättest es in ein paar Tagen selbst herausgefunden. So wie du herausgefunden hast, wie man einen Raketenbohrer baut. Woher wissen Sie so viel über Wissenschaft? Ich komme vom Planeten Vulkan. Ich komme aus der Zukunft. Ich lese viel Jules Verne. Nun ja, es ist so. Halt, Sie wissen von meinem Raketenbohrer? Dafür kann es nur eine Erklärung geben. Was? Sie sind vom Patentamt. Ich muss zugeben, dass ich nicht wusste, was mich erwartet, als ich die Papiere eingeschickt habe. Willkommen, stets zu Ihren Diensten. Was kann ich für Sie tun? Raketenbohrer. Ich brauche wirklich den Raketenbohrer. Ich brauche wirklich den Raketenbohrer. Raketenbohrer. Kann ich deinen Raketenbohrer sehen? Natürlich, natürlich. Es ist noch ein Prototyp. Beinahe voll funktionsfähig. Ich kann ihn Ihnen zeigen, gleich morgen früh vielleicht. Heute Nacht. Nein, das reicht nicht. Ich Morgen brauche ein früh ist Modell ein in bisschen, ne? Originalgröße, Das ist ein bisschen doof. das voll funktionsfähig ist. Heute Nacht. Ansonsten müssen wir das Patent an einen Konkurrenten vergeben. Dr. McCoy. Das geht nicht. Ich meine, es wäre Dr. vielleicht McCoy? möglich, in dem Ist das- Zeitraum ein ist das eine funktionsfähiges Pille? Modell in Originalgröße zu bauen. Aber mir fehlt der Hauptbestandteil des Treibstoffs. Den besorge ich dir. Was ist es? 95%iger Alkohol. Und Sie können sich vorstellen, wie schwer der heutzutage zu Ach bekommen so, ja, ist. Prohibition. Vor allem jetzt, nachdem jemand seine illegale Bar gesprengt hat. Außerdem besteht keine Möglichkeit, dass ich Feierabend mache, bevor ich diese Vorladung zugestellt habe. Sie ist Bestandteil der Ermittlungen über die Geschäfte von Kit Tannen. Ist es so wichtig, dass Sie den Bohrer heute sehen? Ja, ist es so wichtig, dass du die Vorladung heute zustellst? Ja! Hör zu, ich helfe dir, sie zuzustellen und werde dir auch den Alkohol besorgen. Wenn du dann den Bohrer heute noch fertigstellst. Abgemacht? Abgemacht. Hier die Vorladung. Die Vorladung ist für meinen Großvater? Psst, es ist Kit Tannen. Hey, der hat eben Arthur McFly in der Suppenküche angeschrien. Kein Wunder, Arthur macht die Buchhaltung für seine Geschäfte. Was für Geschäfte? Das versucht der Staatsanwalt rauszufinden. Lass uns mit ihm reden. Nein! Also mein Opa Warum war nicht? Buchhalter. Kitten kann uns sagen, wo sich Arthur versteckt. Ja, dann können wir auch gleich unser Testament machen. Mann, das sieht doch jeder, dass das ein Gangster ist. Wie kommt er denn auf die Idee, den zu fragen? Was wissen wir über Kit Was Tannen? ist mit Kit Tannen? Was wissen wir über ihn? Er ist laut, widerwärtig und nicht sehr schlau. Und er hasst es, wenn man ihm in die Quere kommt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Oh, Tannen. guck mal, da ist. Warum eigentlich ein Raketenbohrer? Einige von meinen Patentamtkollegen fragen sich, was dich auf einen Raketenbohrer gebracht hat. Das war das Buch Die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Es war wie eine Offenbarung. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Genau. Wegen der Vorlage. Musst du oft Vorladung zustellen? Mein Papst lässt mich immer die Drecksarbeit machen. Er will, dass ich mit verschiedenen Menschen zu tun habe. Aber bis jetzt habe ich nur mit vielen Schimpfwörtern zu tun gehabt. Sag mal ein paar. Diese Vorlage ist für Arthur McFly. Warum Treibstoff Das aus ist Alkohol? vielleicht eine blöde Frage, aber hättest du keinen Raketenbohrer entwerfen können, der keinen Treibstoff benötigt, der illegal ist? Illegal. Was So hat das Gesetz mit Plutonium Wissenschaft zu haben oder tun? so? Wissenschaft hat ihre eigenen Gesetze. Gerade Sie sollten das wissen. Hast du schon die Zeitmaschine gelesen? Ah, von Jules Hast du Verne. die Zeitmaschine gelesen? Von Wells? Noch Ah. nicht, aber ich habe es vor. Fuck. Jules Verne. Nee, Jules Verne war Reise zum Mittelpunkt der Erde und die Meilen unter dem Meer. So. Und jetzt kommt das Ding. Also, pass auf. Es gibt Orson Welles. Das war, glaube ich, der mit der Farm der Tiere, oder? Und dann gibt es einen anderen, der Welles Orson heißt. Anders irgendwie. Die ich immer verwechsel. Der eine war das mit den dreibeinigen Herrschern. Mit dem Hörspiel da, weißt du? Und der andere war das mit der Farm der Tiere. Ja, ist ja auch egal. Weiter geht's. Was habe ich jetzt gemacht? Cool. Ich kann Pause drücken. Na, haben wir wieder was gelernt hier. Also, warum dann? Vorladung ist Diese für Arthur Vorladung McFly. ist für Arthur McFly? Haben Sie ihn gesehen?
Kurz Nee. einmal in der Suppenküche, Also, ja, aber ich glaube, er gleich. hält sich wieder versteckt. Gut kombiniert, Einstein. Eine Anstrengung ist du. Genau. Also, Warum dann? sagst du nicht einfach nein, wenn dir diese Arbeit nicht gefällt? Was denken Sie ist das Schlimmste, das mir dabei passieren kann? Dein Du Vater könntest enterbt erschossen dich. werden. Ja nun, das ist nichts im Vergleich zu dem, was passiert, wenn ich meinen Paps widerspreche. Oh. Okay, ich bin geschafft. So, was weißt du über Arthur Was McFly? weißt du über Haben wir Arthur das nicht McFly? gerade gefragt? Achso, nee, haben wir nicht. Zertifizierter Buchhalter, machte seinen Abschluss 5 Jahre vor mir an der Hill Valley High. Er scheint ein netter Kerl zu sein. Wie kam es, dass er jetzt mit Kit Tennant zu tun hat? Wer weiß, manchmal kommen Menschen unverschuldet in eine Situation und schaffen es nicht heraus. Also, irgendeine Ahnung, wo Irgendeine ich Idee, Arthur wo wir McFly Arthur finden? finde? Nein, wenn wir nur an ihm dranbleiben könnten. So, beenden. Wir stellen diese Vorladung zu. Ich geh mal Oder da mein hinten Name hin. ist nicht? Sonny Crockett! Ja, Ja. was ist denn das für ein dummer Spruch? So, da war doch eben die Dingensen. Da. Sie suche ich. Was macht sie? Schreibt sie Ampelphasen auf oder was? Was ist mit ihrem Fahrrad los? Nettes Fahrrad. Das ist nice, gell? Abgefahren. Abgefahren? Ich bin nicht abgefahren. Ich bin doch noch hier, voller Leidenschaft für Gerechtigkeit, Sicherheit, Recht und Ordnung. Schon gut. Ja. Kann ich sie mal was fragen? Hey, Miss Strickland. Hallo, Mr. Crockett. Lenken Sie keine unnötige Aufmerksamkeit auf mich. Ich bin an einer sensationellen Story dran, wie wir von der Presse sagen. Okay. Was ist denn die Sensation? Die Sensation? Ich habe Gerüchte gehört, dass etwas Seltsames in der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit vorgeht. Es gibt eine neue Geschäftsführung und... Oh, wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen, bevor wir nicht die Fakten kennen. Ich bete, dass es nur ein Gerücht ist. Oh, was die große Diese Augen Suppenküche ist die Speerspitze im Kampf für die gute Sache. Was wird aus dem Finger vom Fuselverband ohne sie? Ganz zu schweigen von all den Einrichtungen, die meine Suppenlieferungen brauchen. Der Finger vom Fuselverband? Was da ist es. der Finger vom Ja, der Finger vom Fuselverband? Fuselverband. Sie haben noch nicht vom FVFV gehört? Er leistet Nein. wundervolle Arbeit. Dort werden aus hoffnungslosen betrunkenen Landstreichern ehemalige hoffnungslose betrunkene Landstreicher gemacht. Ich bin ein Gründungsmitglied, aber das heißt nicht, dass ich... naja, Sie wissen schon. Bisher trafen wir uns immer im Keller der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit. Aber aus irgendeinem Grund lassen uns die neuen Betreiber nicht mehr dorthin. Jetzt haben wir keinen Treffpunkt. Oh. Ja, ich weiß, wo Ich ihr kenne sprechen einen Ort, wo könnt. sich der FVFV treffen kann. Oh, wo denn? Ich habe keine Ahnung. Im Park, im Anwesen der Browns, in der abgebrannten Bar. In der Sie abgebrannten könnten Bar? sich in der illegalen Bar treffen, die letzten Mittwoch explodiert ist. Na, das wäre doch Ironie des Schicksals. Aber ich fürchte, das Gebäude ist einsturzgefährdet. Oh ja. Okay, dann, ja, wir machen mal weiter Sie mit liefern Suppe aus? Suppenlieferungen. Das ist einer meiner vielen kleinen Beiträge für die gute Sache. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, hoffe ich. Ich hole Behälter mit heißer Suppe in der Küche ab und liefere sie überall hin. Zum Hill Valley Waisenhaus, die Ranch des heiligen Franz Xaver für ungewollte Kinder, das Foggy Mountain Heim für unheilbar Irre, das Shady Acres Altersheim. Ja, ist gut, wir Ach, haben's. ich kann mich kaum an alle erinnern. Ja. Es ist eine große Aufgabe. Was ist denn aus ihr geworden, wenn die doch mal so eine so freundliche Person war? Ja, das mit Tut mir leid, Einstein. was da hinten Tut mit mir leid. Einstein passiert ist. Keine Ahnung, was da in ihn gefahren ist. Ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenken kann. Ja, ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenkt. Sehr gut. Jetzt zeig mal, was du mit der Rechentafel kannst. Was? Okay, ja, was ist mit Haben der Sie die anderen Geschichte Story? fertiggestellt, für die Sie mich interviewt haben? Über Carl Sagan? Ja, aber diese starrsinnigen Redakteure haben sie abgelehnt. Sie sagen, mein Artikel wäre einseitig und dass ich einen mutmaßlichen Brandstifter verherrliche. Als würden Ihre Artikel nicht ständig den kriminellen Abschaum verherrlichen, der die Stadt kontrolliert. Das macht mich so wütend, ich könnte schreien. Was ich natürlich nie machen würde. Das Ja. wäre Ruhestörung Ja. und es ist... Und das war nicht ich. Die hat von alleine aufgehört zu reden. So, ich kann helfen, die Ich kann Suppe. Ihnen mit der Ey, Suppe helfen. sag mal, bin ich hier arbeite jetzt viel für Lieferjunge oder was? Wohltätigkeitsorganisationen. Oh, welche? Die, Super Mario Brüder. Ja, Ach die so, ja, ja. Italiener tun so viel Gutes. Wenn Sie es arrangieren könnten, Vor allen dass ich Dingen die die. Suppenbehälter abholen kann,
Immer ruhig mit den jungen Pferden. Wir wollen nichts überstürzen. Ich leite den Suppenfahrdienst in dieser Stadt und ich überlasse es nicht einfach einem Neuling. Aber wenn Sie gute Kontakte zu den wohltätigen Einrichtungen haben, Ja? Sie können mir Bescheid geben, wenn Ihnen die Suppe ausgeht. Okay, du musst Suppe ausliefern. Ich weiß, wo ich treffen kann. Du musst Suppe ausliefern. Ich kenne tatsächlich eine Einrichtung, die mehr Suppe braucht. Oh, welche? Anstalt, Altersheim, Kinderfarm, Altersheim. Das Altersheim. Die lieben Alten. Suppe ist eine der wenigen Freuden, die ihnen bleibt. Ah. Okay. Also die holt jetzt halt Suppe. Okay, Edna, denk einfach an all die armen Seelen und halte die Luft an. Mr. Donnelly? Ich. Ah, ich habe so das Gefühl, dass das keine heiße Suppe ist. Ich weiß noch nicht genau, was hier abgeht. Also außer, dass die in der Suppenküche Schnaps brennen. Das... Okay, aber... Bin ich jetzt irgendwie... Was muss ich denn machen? Bin ich irgendwie weitergekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal hier gucken, was der mit Einstein da treibt. So. Ach so, ja, ich soll was ausliefern, gell? Irgendwie sowas. So, Arthurs Vorladung soll ich ausliefern. Komm, ich... Voilà. Nee. Ich will mir anhören, was da zu sagen. Ich muss diese Vorladung zu Arthur McFly bringen, damit der junge Doc mir hilft, den alten Doc aus dem Gefängnis zu befreien. Okay, das ergibt Sinn. So. Arthur McFly, wo finde ich den? Vorhin war er in der Suppenküche gesessen. Da könnte ich ja einfach jetzt nochmal in die Suppenküche gehen und mal an Biff vorbeigehen. Vielleicht hat Biff ja irgendwie... Komm, schlapp mal ein bisschen schneller. Renn. Jetzt gehst du da hoch. Oh, Alter, die Steuerung. Yeah. Verdammt nochmal, Matches, du hast meine Socken mit Kiwi beschmiert. Kiwi? Sorry, Boss. Raus hier. Wie raus hier? Du bist draußen auf willst der du? Straße. Bitte? Ich sitze zum Schuheputzen hier und du kommst zu mir. Entweder willst du meine Schuhe putzen oder du willst sterben. Welches von beidem? Mein Fehler. Ich mach doch mal Mein weiter. Fehler. Ich gehe... Ich frage mich, wer der eigentliche Brandstifter war. Also, das Problem ist, ich komme wohl jetzt wohl nicht an ihm vorbei, weil er dann nämlich dumm labert. Und behalte Trixie im Auge. Das Weib kommt mir ziemlich nervös vor. Alles klar, Kid. Und? Willst du da jetzt dumm rumstehen oder putzt du mir die Schuhe? Komm, ich putze ihm die Schuhe, oder? Oh, buenos dias, Senor. Ich putze gerne Ihre Schuhe. Egal, ob schwarz oder weiß, in jener Farbe. Ich suche nach, was für Geschäfte, Suppenküche. Lass mich Suppe ausliefern. Edna Strickland. Edna Strickland denkt, dass es in ihrer Suppenküche nicht mit rechten Dingen zugeht. Was? Die Alte geht mir auf die Nerven, aber schöne Beine hat sie. Okay, Suppenküche. Warum darf sich der Finger vom Fuselverband nicht im Keller ihrer Suppenküche treffen? Wir haben andere Pläne für den Keller und es hat nicht unbedingt mit nüchtern bleiben zu tun. Sie werden wohl nicht sind über ihre Geschäfte sprechen. Warum nicht? Ich habe nichts zu offensichtlichen verbergen. Fragen, Ich die bin man seit stellen kurzem kann. Mehrheitsbeteiligter der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit. Ah ja, okay. Ich suche nach Ich Arthur suche jemanden McFly. namens Arthur McFly. Wir sind irgendwie verwandt. Nun ja, er ist mein Angestellter und heute hat er viel zu tun. Wissen Sie, wann ich ihn finden kann? Ist das nicht Artis Hut? Doch, Ist es nicht Arthur McFlys Hut, den Sie da haben? Es war McFlys Hut. Jetzt dient er mir als Erdnussschale. Okay. Erdnüsse. Ich habe keine Ahnung, Kann wo ich das ein paar hinführt. Erdnüsse haben? Was? Warum nicht? Ich bin ein ziemlich spendabler Mensch. Ja, Na gell? los, Ja, der bedien Biff ist dich. voll cool. Was zum Teufel ist das? Hey, Kid! Ja? Verdammt, was ist das? Hey! Wieso hat er denn jetzt den Hut geklaut? Das ist doch vollkommen getan? sinnlos. Was will er denn mit dem Hut?
den Hut, du miese Ratte! Emmett! Ui, das ist voll gut. Emmett! Aber hätte er nicht auch an ihm vorbeirennen können, während er den Hut in der Hand hat? Das ist ein... Das hat nicht mal 5 Waggons oder so. Das kann jetzt nicht so schwer sein. Niemand hält Kid Tannen zum Narren. Doch. Al, hilf mir! Wo hast du gelernt, dich so zu bewegen? Beim Football. Sie nannten mich der Blitz. Unglaublich. Sketzel. So, jetzt haben wir einen Hut. Also der Hut vom Vater haben wir jetzt. Nee, vom Opa. Der Hut vom Opa haben wir. Guck mal hier. Ich gucke mir mal den Hut an. Mein Großvater ist vielleicht etwas schwächlich, aber sein Hutgeschmack ist ausgezeichnet. Ja. Kann ich den vielleicht bei mir benutzen? Nicht bei der Überreste der Bar, bei mir. Ich will den mir auf den Kopf setzen. Aua, mir ins Ohr gehauen. Das hilft dir nicht weiter mit Arthurs Hut. Ja, das stimmt wohl. Also. Plan. Der Plan sieht folgendermaßen aus. Ich nehme den Hut und gehe zu Arthur. Ich gehe mal in die Suppenküche. Bin ja hier quasi schon in der Nähe, oder? Ja, guck. So, ich gehe jetzt in die Suppenküche. Das ist ein Friseurladen, Mann. Ich gehe da besser nicht wieder Ja. rein. Sie sind wütend und sie haben Scheren. Sie sind wütend und sie haben Scheren. So. Wo ist denn? Ich bin ja auf der komplett falsch hier, oder? Ja, ich muss da runter. So. Also, ich muss in die Suppenküche. Ah ja, darüber. Darüber. Ja, aber da ist doch jetzt... Da ist doch jetzt aber... Ist er da jetzt nicht drin? Ich guck mal rein. Ich guck mal rein. Kurz reingelucki-luckit. Ah, okay, hier geht's weiter. Hey, Q-Ball. Was? Der Laster ist gerade mit einer neuen Ladung Suppe angekommen. Suppe? Suppe, Nun, Suppe. Ja, das super ist die gute normale Suppe. Suppe. Und das ist die spezielle Suppe. Die Super-Suppe. Richtig. Richtig. Spezialsuppe. Spezial. Aha. Hey, was tust du da? Ich würze die Suppe. Das ist mein Geheimrezept. Hör zu. Das hier ist nicht das Der kocht Ritz. hier wirklich Und wir wollen Suppe? diesen Idioten keine Gourmetsuppe geben. Doch. Der Boss muss sein Geschäft wieder aufbauen. Also lass den Mist und mach deinen Job. Okay, okay. Probier nur mal die Suppe. Und? Ah, jetzt verstehe ich, warum du das Rezept geheim hältst. Wo ist denn Doc Brown hin? Ah, ich muss gucken, wo ich auf der Tastatur bin. Das ist übel hier. Was ist jetzt los? Ah, ja. Okay. Ja, aber... Das interessiert mich alles auch noch gar nicht. Ich will doch noch anderes Zeug wissen. Hier, wer bist denn du? Ah, du bist der Typ. Ich spreche lieber nicht mit Ja. ihm, sonst beeinflusst das seine Zeit gerade. Das ist wohl richtig. So, jetzt passt mal auf. Ich rede jetzt nochmal mit Emmett. Teambriefing, Emmett. So, ja. Besprechung? Team Briefing. Ja. Hör mir nur einen Moment zu. Okay, ich verstehe. Jetzt weiß ich, was ich hier in der Küche soll. Ich soll hier etwas Suppe holen. Und das ist dann hoffentlich 70%iger Alkohol und dann hätten wir Treibstoff für einen Raketenbohrer.
So sieht's nämlich aus. Also, ich frage aber trotzdem erstmal Diese so ein Küche bisschen ist darum. offensichtlich nicht die illegale Bar. In der Tat, dies muss eine Art Fassade sein, die geschickt und legal die Existenz einer versteckten und verruchten Einrichtung verschleiert. Vielleicht im Keller? Stimmt, das könnte den Fahrstuhl erklären. Aber eine Idee, wo ich Irgendeine Alkohol Idee, wie wir an herkriege? den Fusel kommen? Fusel? Den Alkohol, Emmett. Man könnte auf die Idee kommen, dass sich in einigen dieser Fässer Fusel verbirgt. Du hast wahrscheinlich recht, aber in welchen? Wenn ich an einige dieser Fässer herankäme, könnte ich sie wiegen und ihre relative Dichte vergleichen. Relative Dichte? Komm schon, Emmett. Kids Schläger werden uns keine Experimente an ihren Fässern durchführen lassen. Das stimmt wohl. Dann fragen wir den Mann dort hinter dem Tresen. Ja, also so Was? schwer kann das nicht sein. Sie auch Fässer mit schwarzgebranntem Schnaps hier? Wie realistisch. Nun, ich dachte, wir würden es mit etwas Raffinesse angehen. Raffinesse. Mhm. Richtig. Raffinesse, okay. Ich komme aber nicht in die Küche, ne? Emmett, ich komme nicht an die Tür da drüben. Diese Tische blockieren sie. Die Tür? Sollen wir einfach hineinspazieren und ein Fass Alkohol mitnehmen? Ja. Nein, natürlich nicht. Das wäre blöd, oder? Finde ich schon. Trotzdem würde ich gern diese Tür öffnen. Von hier draußen kann ich nichts machen. Nun, das ist eine Sache der Physik. Wir brauchen einen Hebel, eine Art Stopper. Mal sehen, womit ich dienen kann. Steht er da. So. Also wir müssen rausfinden, in welchen Fässern. Okay, Emmett. In welchen Fässern Suppe ist. Also meiner ungebildeten Meinung nach, ne? Ist das da die Suppe? Fässer voll Suppe? Fässer voll Suppe. Ich gehe jetzt Ist mal das dahin. alles Kohlsuppe? Ja. Vorhin jedenfalls. Gibt es hier auch andere Suppen? Nein. Okay, was ist mit dem da? Was ist mit denen hier? Was ist damit? Welche Suppe ist da drin? Das ist nicht, das ist Spezialsuppe. Warum ist sie so speziell? Die ist, für Erwachsene, Kleiner. Eine Suppe für Erwachsene? Oh. Genau. Ja, Warte Suppe nur, für wohin dich Erwachsene. die Neugier bringt. Gewürzregal? Besser mit schwarz gebranntem Alkohol. Okay, zumindest wissen wir jetzt, was es ist. Also, komm, ich frage mal Entschuldigung. einfach. Hugo? Sprichst du mit mir? Ja. Warum ist die Suppe Warum in ist einem die Suppe Fass? in einem Fass? Das ist eine gute Weil sie Frage. sich vom Boden so schlecht schöpfen lässt? Das ist eine gute Antwort. Warum betreibt Kid Tannen eine Suppenküche? Was treibt einen so harten Kerl wie Kid Tannen in eine Suppenküche? Mr. Tannen erwarb die Suppenküche von den barmherzigen Schwestern, um seinen Ruf als respektables Mitglied der Gesellschaft wiederherzustellen, nachdem sein guter Name ja. durch böswillige und heimtückische Heimtücke? Taten von fehlgeleiteten Vandalen beschmutzt wurde, die seinen Geschäftssitz niederbrannten. Seine illegale Bar. Illegale Geschäfte mit Alkohol kann ich weder bestätigen noch verleugnen hier in der ist eine verdammte Suppe, Kleiner. Also, das war mal eine Suppenküche. Also, ich lappe das jetzt war mal einfach noch ein eine bisschen mit ihm Suppenküche? so ein bisschen rum. Was meinst du mit wahr mal? Also, Trotz kürzlichem Besitzerwechsels dient dieser Ort weiterhin der Verteilung von Nahrungsmitteln an die Bedürftigen und Notleidenden. Und keinem anderen Zweck. Genau. Genau. Warum ist die Suppe in einem Fass? Könnte ich etwas Suppe Kann ich haben? etwas Suppe haben? Das ist eine Suppenküche. Was glaubst du also? Okay, danke. Ja, muss man da nichts zahlen? Dann will ich noch eine. Was ist das für eine Suppe? Schmeckt wie... Minestrone? Ich wollte alte Kohlsuppe sagen. Meckere nur. Alles, was ich hier habe, ist diese abgestandene Fasssuppe und ein Gewürzregal, das seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr aufgefüllt wurde. Wie soll ich deiner Meinung nach was Besseres als diese Brühe kochen? Mal sehen. Schon probiert mit... Moment. Also, ich habe ein großes Problem damit, mir Zahlen zu merken. Ich kann mir keine Zahlen merken, ich kann mir keine Jahreszahlen merken. Es geht nicht gut. Nicht gar nicht, aber nicht gut. Was eines der Gründe war, warum ich in Geschichte scheiße war und bin. Aber
Wir sind hier in Hill Valley 1931. Und das Regal mit Gewürzen ist zum letzten Mal im Zweiten Weltkrieg aufgefüllt worden. Also in 8 Jahren. Irgendwas stimmt hier nicht. Ist er ein Zeitreisender? Ist das Gewürzregal ein zeitreisendes? Ein zeitreisendes Gewürzregal. Das ist ja mal nicht schlecht. Das gefällt mir. Zeitreisendes Gewürzregal. Wie reist Gewürzregal durch die Zeit mit Petersilie? Petersilie? Ich Petersilie. würde vielleicht den milden Geschmack des Kohls unterstreichen. Milden Geschmack unterstreichen. Bei Und Kohl, was faselst du Petersilie, da? das ist doch Quatsch. Keine Angst. Was labert der? Ja, aber echt, hey, da muss Damit ich, könntest du da sogar muss ich recht jetzt halt haben, wirklich... Junge. Lass Quatsch. mich sehen, was ich habe. Nee. Mal gucken. Okay, der schiebt... Okay. Kann ich mich jetzt da vielleicht durch die Schwingtür... Heureka! Okay. Ich glaube, wir müssen zu Doc Brown gehen und gucken, was los ist. Er hat es wohl geschafft. Er hat einen Hebel gefunden. Tatsächlich. Er hat irgendwie ein bisschen was gefunden. Okay. Für heute war es das übrigens. Aber wir können uns für morgen schon mal merken. Man sagt ihm ein Gewürz und Q-Ball schiebt dann das Gewürzregal zur Seite, also vom Aufzug runter, in die Nähe der Tür. Also der Ausgangstür. Irgendwie so. Also das könnte schon mal sein, irgendwie was. Hier, diese Tür ist dann wohl offen. Ich weiß noch nicht, wie wir das zusammenkriegen. Aber das ist ja jetzt nicht mein Problem. Das ist das Problem der Zukunft. Um genau zu sein, von morgen. Also, dann würde ich mal sagen, dann gucken wir uns mal morgen an, wie wir dieses Problem lösen. Dankeschön, ihr Leute. Und auf Wiederschauen. Ich muss mal gucken, ob es wirklich eine Begrüßungs- oder Verabschiedungsfloskel der 30er gibt. Irgendwie so. Keine Ahnung, was waren im 30er in? Keine Ahnung. Petticoats. Ne, das waren 50er oder so. 30er. Hat man da diesen komischen Tanz getan? Ist egal. Tschüss. So, reicht jetzt.